Ich stehe auf zwei Beinen. Martin Held hat es schon angekündigt. Ich bin einerseits Unternehmer, und zwar schon lebenslang. Und zum anderen durfte ich auch in den 70er Jahren beginnen. Damals war ja Meadows, Club of Rome, alle diese Dinge aktuell. All das schon kennen zu lernen. Ich habe auf dem Gebiet studiert, ich habe auf dem Gebiet Verkehrsgutachten gemacht und ähnliches. War dann wieder in der Wirtschaft. Und es hat mich immer wahnsinnig gestört, dass man immer nur diese kleinen partiellen Dinge betrachtet und dass man nicht zu dem kommt, was Hubert Weigel eingangs richtig gesagt hat, nämlich zur Gesamtschau. Es ist eine gnadenlose Symptomkuriererei, die uns allen jetzt zunehmend Schmerzen bereitet. Das ist unerträglich. Wenn man dann in ein Amt gewählt wird, so wie ich es vor 7 Jahren gewählt worden bin, und man das dann im weltweiten Vergleich auch noch kennenlernt, dann tut es richtig weh. Dann tut es massiv weh. Und deshalb war eine meiner ersten Amtshandlungen als Präsident dieser Dachorganisation der Fahrradverbände, auch wir müssen hier Gesamtschau betreiben. Wir müssen in alle die anderen Facetten reingucken. Wir dürfen nicht nur mehr dieses kleine, partielle Verkehrssegment betrachten. Und ich will Ihnen, damit komme ich zu einem kurzen zweiten Punkt, ein praktisches Beispiel aus diesem Bereich der Gesamtschau und der großen Politik geben. Ich war letzte Woche eingeladen zum International Transport Forum, dem ITF, das seit Tiefensee in Deutschland Verkehrsminister war, in Deutschland, in Leipzig stattfindet. Und dieser Weltverkehrsgipfel wird organisiert von der OECD. Also wirklich absoluter Global Summit on Transport. Und es ist einfach entsetzlich zu sehen, einen Schritt vor und 2 zurück. Ich hätte es jetzt auch positiv formulieren können. Ich hätte sagen können, der Wandel findet statt. Und gleich dann die negative Nachricht nachzuschieben, allerdings nur in Rhetorik. Das ist die Situation. Gastgeberland war dieses Jahr Japan. Da könnte man jetzt denken, bei dem, was dort wirtschaftspolitisch geschieht, müssten die eigentlich aufwachen und müssten sagen, was heißt denn das? Transport, also Verkehr, muss robuster werden, muss robust sein, muss tragfähig werden. Davon kein Wort. Natürlich haben die Minister in einer Runde über die Aschewolke geredet, aber nur wie sich sowas möglichst vermeiden lässt. Das ist natürlich Blödsinn, es lässt sich nicht vermeiden. Ja? Es lässt sich vielleicht ein bisschen ein schnelleres Raumsystem oder sonst etwas einrichten. Aber dass man einfach anerkennt, dass man diese Grenzen respektiert und dass man die ganzen Systeme darauf einrichtet, das geschieht leider Gottes noch nicht. Wir haben von uns aus, und die Chance hatte ich ja als Redner sogar mehrfach, ein Plädoyer eingebracht. Wir haben gesagt, wir sollten unsere eigenen Wirtschaftssysteme, die ja sehr viel Gutes haben, ernst nehmen. Wir sollten doch bitteschön zum Beispiel den Wettbewerb ernst nehmen. Wir sollten nicht nur, das ist heute schon angeklungen, die großen Lösungen fördern und subventionieren und die kleinen ignorieren. Das ist ja verheerend. Wettbewerb heißt, dass wir allen eine gleiche Chance geben. Und wir wissen ja, dass gerade viele kleine Lösungen in der Summe nicht nur das gleiche ergeben können wie eine große, sondern dass viele kleine sogar noch viel robuster, viel resilienter sind, viel mehr nutzen unter dem Strich. Und ganz konkret für den Seamless Transport, also den nahtlosen Verkehr, wie er dort jetzt auf der Tagesordnung stand, bedeutet es natürlich, dass nicht die Bundesregierung nur für die Autobahnen und die Autos und die Langstreckenzüge verantwortlich ist, sondern dass sie für alle Verkehrsarten zuständig sind. Denn sonst habe ich dort genau diese Verzerrung, die wir tagtäglich erleben, dass nämlich von über 2000 Beschäftigten im Verkehrsministerium nur 3 fürs Fahrrad zuständig sind. Das gibt natürlich gnadenlose Diskrepanzen. Abschließend, was Sie in meinem Papier sehen werden, ist, dass wir nicht nur die Fakten alle kennen und hier in diesem Kreis zusammentragen, sondern dass wir auch viele konkrete, gute Lösungen anbieten, dass wir motivieren, dass wir zeigen, es geht hier nicht um den tatenlosen Verzicht, nein, es geht um den Gewinn. Es geht um den Gewinn an Lebensqualität, es geht um den Gewinn an neuen Kulturen, und zwar nicht nur hier bei uns, in unseren sogenannten in unseren entwickelten Ländern, sondern das ist tatsächlich eine Errungenschaft, die dann allen Menschen auf dieser Welt auch im Sinne einer globalen Verteilungsgerechtigkeit zugutekommt. Das brauchen wir. Wir brauchen auch diese globale Perspektive. Wir brauchen sie, wenn wir weiterhin in Frieden leben wollen.